Moin moin, liebe Lüd, hier ist Gerd Spiekermann aus Hamburg-Wandsbek. Ich bin ja nun seit 5 Jahren Pensionär, Rentner, und ich muss sagen, das gefällt mir allerbest. Und das Schönste ist für mich, dass ich 4 Enkelkinder habe. Und wenn ich sehe, wo frei diese Enkelkinder groß werden, da geht mir das hart ab. Also all den Lügenkrumm, den use Öllern us vertellt heft, die kannst du diese Kinder nicht mehr vertellen. Also du Beispiel, heft sich Jodoch sicher auch wiesmuck, dat Semp dumm mucken deit. Ja, ja, da kommt und Tiet, als Senf so dür wär. Und da wollen sie nicht, dass die Kinder immer mit dem Finger in den Senfpott gegangen wären. Und darum hast du das Merken vertellt von den düren Senf. Oder hast du ja auch quält mit Spinat? Uh, Jede Weg hätte bei uns Spinat geben. Warum? Weil da ja Isen in ist. Isen. Hier, du hast da dümm Tüch. Ne, du hast nicht mehr Isen in das in Wuddel oder Kohlrabi. Aber so ein Laborant, der hat ja wohl, als er den Spinat untersucht hat, ein Glas Whisky zu viel hatten, oben dafür, und da hätte und 3,5 Milligramm, ne, da hätte 30,5 Milligramm Isen muckt. Und sie die Titel löppt das durch die ganze Welt und quält Öllern überall der Kinder mit Spinat. Oh, furchtbar, furchtbar. Ne. Und dann jo, auch mit das Lesen, ich hab ja als Kind immer, also als Junge, immer gern lesen, ne. Jerry Cotton. Und wenn ich dann so ein Heft muss sagen, ohms noch nicht ganz gut haben, dann muss ich sagen, Dateien 7 werden noch no. Dann habe ich natürlich in Bett wieder lesen, ne? Unter der Bettdeck mit der Taschenlapp. Und da hätte Mutter spitz kriegen. Deck hoch, kriegst du Fußfahrt an Loden. Ne? Und da hätte sie zu mir gesagt, ne, Kinder, die früh anfangen zu lesen, die kriegt achterher ganz schlechte Augen. Und da habe ich gedacht, guck mal, so ist das Leben. Ne? Du hast die wohl. Entweder du bist dumm und dösig, ne? Oder du warst blind. Also man kann ich schon wieder Enkelkinder nicht vertellen. Die Grode, die ist ja alt, jo, die hat ja ein Handy. Ein eigen Handy mit Internetzugang. Und wenn ich denn was vertellt, oder fängt der Fuß an zu googeln. Die googelt gegen eins, gegen an. Ja, letztes habe ich das mal ausprobiert, ne? Da habe ich den auch gesagt. Ich sage mir, Junge, ich sage, Gift hat den Bio zu Hus auch ab und an muss Spinat. Spinat ist gesund, du hast ganz viel Isen in. Hätte vor sich ein Handy gut heute googelt und hätte mir dann noch 2 Minuten Batz ins Gesicht rin, sag, ne? Opa, du vertellst dumm Tüch. Dann hättet ihr mal mit den Fritten, die machst du gern Fritten mit Ketchup. Also die Fritten, da mach ich ja gar nicht, aber die Ketchup, ich sag, der Ketchup ist nicht gut, mein Junge. Da ist ganz viel Zucker in. Und der Zucker, dann mag die Tee, wo du mal siehst, hier, Opa, die hohle Tee, da guck, alle, Zucker. Hab ich zu ihm gesagt. Hätte vorher ein Handy herkriegen, hat Google und er sagt, Opa, da gibt nur auch keinen Ketchup, da ist doch kein Zucker mehr in. Aber als ich ihm dann auch noch vertellt hat, dass Kolumbus 1492 Amerika entdeckt hat, muss he doch nicht gegen angoogeln und hat mi batz in Gesicht gesagt, dass die Wikinger 500 Jahre vor Kolumbus in Amerika gewesen sind. Da hab ich zu ihm gesagt, so, mein Junge, nu pass mal ab. Kinder, die früh anfangen zu googeln, die kriegt achterher allen Pockel. Liebe Lüd, tschüss, holt ihr munter und blieb gesund.